Vandaag sehe ich hier mit einer Lebensgeschichte von einem Onkel, der al 65 Jahre dood ist. Aber Herr Theo Isaac, der hat die Geschichte, kann die Geschichte gut vertellen, was dann passiert ist. Dankeschön, Theo, dass du das magst mit mir hier. Ja. Theo, dein Onkel, der ist dann auch uit Russland uitgewandert, hier in Philadelphia gaan, oder hier im Chaco gaan, wo bloß Busch, wo bloß Wildnis war. Und die haben dann auch all hier Indianer getroffen. Weißt du ein bisschen darüber? Ja, das wäre so, dass als unsere Großeltern dann herkommen im Chaco, also in den 30er Jahren 1930, dann wäre im zentralen Chaco wohnt ja eine Indianergruppe. Das wäre die Entlet, wie nannten die immer Lengua. Und die wohnten hier, das wäre mal eine kleine Gruppe, das wäre knapp 400 Menschen, die in dem ganzen Chaco wohnen. Alle anderen wohnen dicht an dem Fluss, am Fluss haben. Und sie fühlten sich sehr bedreigt von vielen, waren sehr bedroht und waren auch krank. Und die waren friedlich. Der Kontakt war kurz am Anfang und das war eine sehr friedliche Gruppe und die wollen eben auch kurz mit unseren Großeltern taub dann sein und so. Und die bleiben hier auch und die sind bis vandaag hier. Aber da waren andere Gruppen, die waren nicht so friedlich. Und today hier dann auch die Ayoreos, was wieder im Norden wäre, weit auf dem Norden, die wohnen auch in Bolivien, da wohnt die Ratergruppe. Und da wären auch andere Gruppen, die nicht so friedlich wären, aber der Kontakt am Anfang war mit der Entlet, eine friedliche Gruppe. Dein Onkel hat dann aber doch irgendwo die Vision gehabt, today, was nicht so friedlich war, auch das Wort Gottes zu bringen. Ja, das wäre so, dass die Eilkompanie, die schafft da weit im Norden mit der, wo ich da alle während all seht, wo sie ihr Eil fangen, oder Gas, oder weiß ich was. Und dort wäre in dem Gebiet, wo die Ayoreos wohnten. Und dann kommt immer weiter die Überfälle. Dass die überfallen werden, aber dass auch Ayoreos bald durchgeschossen werden. Und das wäre sehr, sehr gefährlich, was da passiert. Und da wären Menschen im Norden, die wären bloß im Busch, die hatten keine Kontakte. Und die Gemeinde hier wusste, da ist im Norden ein Volk, dort kennt Gott nicht. Das weiß nicht von der Bibel, wie Mathe, und das ist unsere Abgabe, das Volk da im Norden, das Evangelium zu bringen. Und dann waren sie sich einig, einfach ein paar Menschen da Hand zu schätzen und haben dann schnell Isaac und durfte hin berufen für den gefährlichen Auftrag. Und das wäre so, dass er war als junger Mann, mit 16 hat er sich bekehrt, kam nach der Gemeinde. Mit 20 Jahren war er Prediger, war er Prediger in der Gemeinde. Und mit 21 Jahren war er dann als Missionar bei der Nieuwe Klasse. Und nun kam der Raub, ungefähr nach 7 Jahren Lothar, nur der Wille im Norden zu gehen. Und er konnte nicht 14 Jahre finden. Er trug sich dann trägt mit seiner Frau, Tante Marien, haben dann gebet. Und fingen dann eine Antwort nur eine Weg, doch diese Abgabe zu tun. Das wäre ein Auftrag. Viele haben aufgerot davon. Viele sagen, das nicht, das ist zu gefährlich. Und du hast eine junge Familie und weiß ich was. Und da hat er dann aber immer weiter gesagt, ich fehl den Auftrag. Und Jesus sagt, wer seine Frau, seine Kinder, seine Eltern, was immer, mehr Leben hat als mich, Jesus, der ist für mich nicht wert. Und da ich habe den Auftrag der Hand zu gehen. Ich muss in die Frau Botschaft bringen. Und als er dann uitgesendet wurde, 3 Wochen, das dann passiert dann am 10. September. Dann sagt er auf der ganzen Gemeinde und sagt, wir können hier nicht still sein, von dem zu reden, was wir selbst hier haben erfahren haben mit Jesus. Und er redet von dem Missionsbefehl. Er sagt, Matthäus 28 hat Jesus uns gesagt,
Gut han, predigt das Evangelium. Und mein Opa hat mir das dann auch selbst gesagt, auch er hat seinem Sohn auch gesagt, das ist eine sehr gefährliche Sache. Er hat ihm nicht Mut gemacht, das zu tun. Und aber Opa hat 3 Jahre vorher an 5, das war dann also an 54 gewesen sein, 1954, hat er ab einem Erntedankfest mal seine Vision über Mission erklärt. Und bei dieser Gelegenheit hat er gesagt zu den Menschen auf dem Erntedankfest, wie müssen das Evangelium alle Welt anbringen, auch alle Indianer hier im Chaco. Und dann hat er ein Gedicht geschrieben, ich wollte das für mal ein Plattdeutsch zu sagen, und dann meint er der Ajureus damit. Und da wollte ich ein bisschen was rüberlesen, was er 3 Jahre vorher auf dem Erntedankfest gesagt hat. Okay, ja, wahrscheinlich. Da hat er das so gesagt. Uit dem diepen Bosch, uit de Dunkelheit, da ist ein blindet Volk. Dort schricht eine Help. Aber das ist unbewusst. Aber sehr klar schricht das Volk nur Help. Und dann, als Jesus sagt, das ist vollbracht, Schritt, dann hat er auch an die Menschen gedacht, an die Ajureus gedacht. Alles in Gedichtsform. Und vandaag, 2000 Jahre mehr later, luren die immer noch nach der Heilsbotschaft. Und dann sagt er, weil wir da einfach sitzen in Tschitje und nichts tun, wenn wir sagen, dass ein falsch unjagiert. Hier gilt das, zu raten und anzupacken, Hand zu gehen. Und keiner soll Angst haben vor Arbeit, noch für Gefahr, noch für mich. Und dann, was wir Menschen nicht kennen, dort kann Gott tun. Denn er ist der Herr über Leben und Tod. In dem letzten Satz, und bald waren auch die Menschen mit uns taub, dem Vater im Himmel loben. Damit schließt das Gedicht. Ja, nu zijn we al ganz gespannt. Nu sagen wir mal, was an dem Tag oder was dann die Zeit, das ist nicht alle an einem Tag passiert, aber was dann passiert ist. Ja, ich war das mal ein bisschen versucht, kort aufzuführen, aber das ist eine lange Geschichte, das du all sagst. Und das war ja so, dass mein Onkel als Isaac, Cornelius Isaac, taub mit Duft hin in Sepeljama. Das war ein Nivakle-Indianer, der dann über den Namen Cornelio krieg. Die 3, die fuhren dort am 10. September, also vor 25 Jahren, am 10. September, fuhren die von Madricón im Norden. Madricón, bloß die Erklärung, von hier, ich weiß nicht, ob es 200 Kilometer im Norden ist, aber irgend so was, vielleicht sogar ein bisschen wieder. Da wird das Hauptlager, das Hauptcamp von der Ölkompanie. Ah, die Amerikaner wat hier eine Kreuze, die wat hier eine Gas und noch Erdöl seht wollen. Da hatte die ihr Hauptlager. Vielleicht sind Klammer gesagt, da habe ich mehr Menschen von uns die Arbeit bei denen dann. Die sagt die Arbeit und da fangen eins die Arbeit. Und da wäre die, da bei dem Camp, da die Besieger, dürfen sie auch wohnen. Und von da aus fuhren sie dann von Madricón aus im Norden. Am 10. September fuhren sie in Richtung Ingavi. Ingavi, das ist ein Grenzpost zu Bolivien. Also, sie wären vorher. Vorher wären sie bis Sierra Leone alle Raum gewesen, hatte gesagt. Sie sagten eine Spur von den Ajureus. Denn beim Sierra Leone, da war der letzte Überfall gewesen, wo die Ajureus einen Überfall gemacht haben, Kreuzig bei der Kompanie. Und dann fuhren sie alles auf sich und da fangen sie nichts. Und dann fuhren sie in Richtung wieder im Norden, nach Ingavi. Das wäre über 50 Kilometer, wo sie in Schlachtenbach, der Lein fuhren. Und am 10. September, das wird dann überall Desasterreise, was sie machen, in die Richtung. Oh. Bei der ersten Reise, als sie da in die Richtung fahren, dann kommen sie da,
weil irgendwo 54 Kilometer wieder von dem Camp da, kommen auf einen Camp so ein bisschen runter, da holen sie an, gehen einfach mal checken, was finden wir hier? Finden wir hier irgendeine Spuren? Und dann haben sie Spuren gefunden. Das heißt, sie haben mit einmal gehört, hier besieht, brennt hier irgendwas. Und dann finden sie einen Baumstamm, der noch brennt, in Reetjad. Also sehr kurz vorher wären da Menschen gewesen. Finden dann auch Spuren von den Ajoreos. Und zu ihrem großen Erstaunen finden sie dann auch auf einer Stadt mit einmal 3 Statuen angepukst an der Erde. Und 3 Statuen schmeckt der Besitz angelascht. Und durch weiten sie, okay, hier hat er uns einen Teten gemacht. Und dann tun sie da auch 3 Statuen Besitz an und hängen da Kleider nach, und Geschenke nach. Dann fahren sie weiter in ein Haus. Also was die Statue, der Teten bedient, haben sie nicht gewusst. Natürlich haben sie da sich das versucht zu erklären, und da waren wir der Cornelio, der nie war klar in die Anmerkung. Und der hat dann das erklärt, so als er das verstand, am 3 Tagen waren sie weitergekommen. Ah, okay. Die 3 Statuen haben sie so verstanden, dass erst am 3 Tagen waren sie weitergekommen. Sie fuhren dann 3. im Camp, kamen dann weiter das 2. Mal, und bei der 3. Runde, als das 3. Mal kommen, dann sind ihre Geschenke wahrgenommen von den Statuen. In Besitz haben sie auch ein bisschen Federschmuck angehangen, dass dann jetzt einmal ein kleines Kampfchen, Besitz über das Lade. Und da Besitz liegt über einen Stock, der ist rot-grün angefarben. Aber dann werden sie sehr froh. Nu wird es zum Kontakt kommen. An dem Tag fuhren sie dann in Philadelphia. Einfach mit dieser großen Freude, wie bleiben das Camp nicht im Kontakt. Und dann wird es ein sehr, sehr gefühlsvoller Moment hier in Philadelphia. Mein Onkel kommt nach der Familie, man freut sich und man hat sehr viele Fragen. Sehr viele Fragen. Was passiert hier nu? Was rennt hier nu? Wo wir sind hier? Was und so weiter und so weiter. Aber sie können immer bloß das vertalen und mit der großen Hoffnung in Frieden, nu wird es in Kontakt kommen. Fuhren dann am nächsten Tag Furzwader im Norden. Wow, wo man die Familie sich gefällt hat. Der Mann, der Kinder. Ja, die Spannung wie groß. Ja. Die Spannung wie sehr groß. Und die war nicht bloß bei der Familie groß. Denn die Gemeinde von Fernem in Nieland wisst ja um das. Okay. Und die waren alle sehr gespannt, was hier passiert. Und sie kommen dann wieder dort, bei dem Platz, und die Geschenke sind wieder weich. Aber die finden dann an dem Tag nichts, hängen weiter an, fahren weiter treten im Camp, fahren auch weiter dann dahin, und weiter treten dann am 10. September. Dann fahren sie das 6. Mal, kreisen die selbe Stadt. Dann hat es die Nacht geregnet, und die weiß, dass wir man einen sehr Strucke weiß, wo die sagen, vielleicht eine Picada, da wird immer auch, da wir ein Waterloch, ein Rest ist Blattlach, da bleiben sie mit dem Jeep stehen. Dann haben sie es sehr geschafft, um da zu kommen. Und man muss sich das mal ein bisschen, bloß ein bisschen vorstellen, im wilden Busch, Indianer, die sehr kriegerisch sind, vielleicht irgendwo da rundum, und der Jeep ist fast, wir kommen nicht wieder. Sie hatten den Rütje geschrieben mit der Zeit. Und dann hat sich Taub gestellt, noch einmal Taub gebet. Und ganz an Gottes Hände gelassen und wieder gefahren. Aber nicht weit. Kommen sie ab so einem bisschen lichten Knapper, da wo ein bisschen nicht mehr Bosch ist. Und dann stehen die Ajoreos voran. Oh. So am Boschrand so, am Kamp so. Und sie kruipen voetsruta en roepen waren dat wat zij al immer waren geroopt hadden, ook de dag vorher, Bogite doe je wij. Bogite doe je wij. Dat soll bedeuten, kommt vriend, kommt. Einfach als vriend hadden ze dat geroopt. En dan werden de Ajoreos ook nodig gekomen. Die werden dan nodig gekomen, ganz dicht bij Annona. Na, een grote groep had zich in deze ram aangesteld. Und sie hatten den Fuß dann Geschenke gegeben
En die hadden aan ook geschenken gegeven. Die hadden aan een vaderschmok gegeven, die hadden aan een toos gericht, en hadden aan de hand gericht, en hadden de vastgehouden. Hadden die niet losgelaten. En dan hadden onze missionariën gedacht, wat passiert hier? En in die moment kregen ze ook de nieuwe Klee-Indianer te houden, te pakken, en willen die binnen, en mijn onkel kreeg een speer, een vijler, in regen ingeschoten. En een andere adjuré, ook een krijgsman, een jonge krijgssoldaat, wat we zeggen, die neemt zijn bogen en rijdt hem op naar Dooft heen. En die heeft zijn vijler niemand losgelaten. Die heeft niet geschoten. En dan werd het zo, mijn onkel neemt dan en draait dem Spieß zelfs eruit. Dat ging ganz sterk. De neemt hem zelfs eruit, hält hem dan zo in de hand en daarmee heeft hij ook een wapen nu aan de hand, dem Spieß. En die nemen dan ook de flint uit de autovoertuig. Zoals hij het verstaan had hij nieuwe kleding had zich losgereden van de adjureers. We een beetje stoort aan man. En had de flint naar de flint in de auto gevoerd. Hij had wat hoofd heen dan nog hervoets genomen. En dan weer ze verblijft je weer de adjureers en hadden zich betrekken uit een bosje gekeken wat passiert hier. Onkel Chenals had dan aber voets gezegd, Breida, schwinden. Weil wir uns spouden. Zat zich om stier aan, dreht hem met hem jeep daar om en voort los terug. Also sie haben auch keine Warnschüsse oder was? Nichts nicht. Onkel Dooftijn heeft me immer wat gezegd, hij had de flint aan voet genomen. Dat klar we, also, dat hier noch, zij worden reiners niet doen, aber zij willen ook niet dat hier wieder irgendwas passieren soll. En hij had zich dan zo aangesteld en met de flint zo, en onkel Chenals weer dan omgedraaid met hem jeep. Dat we met die immer denken aan een smalle picada waar hij nog stonden, dat de opening weer ver aan nog maar krijgt. En dan voeren ze terug, maar niet zeer weit, dan had onkel Chenals dat niet meer geschafft. Also hij fuhr zelfs? Hij fuhr zelfs nog het eerste eind terug. En dan weer onkel Hen dan om stier aangegaan en de Inja die had de Chulopide, de nieuwe Klee, had mijn onkel gehouden en die werd dan ook in onmacht gevallen, die werd dan bezendingsloos geworden. En ze werden gevoerd en ze werden daar in Bladlag gekomen, bij hem terug. Ze werden dan niet gebleven. Ze werden dan bij hem camp gekomen en te ihrem groten erstaunen dat vliegtuig van de compagnie weer krijgt door geweest. En die hadden hem ook voets en vliegtuig neergelaten en die naar Philadelphia in een krankenhuis gebracht. En klok al vanmiddag werden dan al hier in Philadelphia in krankenhuis neergebracht worden. En dat werd dan zo dat de buitenhand hadden niet geblaad. Maar innerlijk hadden bloed verloren. Ze moesten een bloed geven en dan had de dokter moest ook eerst komen. Die werd in Oberklinie, dokter Rako. En die werd dan gekomen en hadden hem onderzocht en zo en had gezegd, ik moet opereren. Wie du erst bijna wat voor de bladen deed. En hij had hem dan opereerd en dan weer hij moedig geweest. Hij zei, ik heb die steden tuien net wat hij blad hadden. Dat weer namelijk zo dat hij, die had een nie getroffen, de Spieß. Die had de Milz getroffen en die had de bauchspeicheldrüse getroffen. Al 3 organen. En hij had het op het tuien net en hij weer moedig, dat wordt, nu wordt het bij opgekomen. De zag weer op die, dat we slechter geworden met hem. En dat werd te zijn geweest dat het van stund tot stund slechter wordt. En dan de nacht starf hij dan. Zijn familie weer door. En hij starf. Eer hij gestorven deed, dan beet hij voor zijn familie een ganz bijzondere wijze. Hij weet nog dan te bezending? Ja, hij kwam wat te bezending nog hier. Ook al hij bij hier kwam. En had zeer eindringlich voor de familie gebeten. Wie je zo dat mijn tante Marie, en zij had je 3 kleine kinderen. En zij waren zwanger met een 4e. Wie in een bijzondere situatie als familie, zo wat ze hadden. En
zuletzt auch sehr eindringlich für den Adoreus gebet. Mocht doch der Adoreus doch das Wort Gottes hier mochte und doch sich bekehren können und abhören, diese Kirche einmal zu führen in alle Richtungen. So dort passiert am 11., am 10. September passiert das. Und gut, dann haben sie das Begrafnis gefeiert. Wo, weißt du ein bisschen, wo das nachher wiedergegangen ist? Es durfte hin, vielleicht mit dem Indianer nochmal gefahren? Ja, vielleicht für so viel durfte hin, die für Fuß waren trägt. Oh. Mein Onkel war nu im Krankenhaus, die gesund waren, sie fuhren Fuß waren trägt. Ah, bevor die gestorben Ja, bevor die gestorben. Und hat da einen Kontakt mit den Adoreus gefangen. Je kreeg Fuß waren, die wären al viel nodig gekommen. Die Pikara sind herangekommen an. Und die hadden die da bejehnt. Und das wäre ein friedlicher Kontakt gewesen. Die hadden, sie sagen einmal, wir haben top gespielt. Ich weiß nicht, was die da gespielt haben am Bosch. Aber der Kontakt war gut gewesen und die wäre da gewesen. Und da kriegen sie dann nachher die Nachricht, dass er gestorben ist. Und an dem 11. wäre dann das Begrafnis. An dem 11. September, so verstehe ich das wenigstens, dass es dann gewesen ist. Da wären über 2000 Menschen, die zu dem Begrafnis gekommen wären. Als er die Nacht gestorben wäre, all jeden Morgen wäre die Nachricht all praktisch, all meistens, ich kann nie das, wo man auch kein Telefon hat. Wo immer das gegangen ist, die Nachricht ging ganz schwer alle weit haben. Und da kommen sehr viele neue Gläser zu dem Begrafnis, da wäre dann auch sehr viel von unseren Menschen da, die Noberklinie wären Menschen da, sodass das wäre einfach sehr, sehr rührender Moment. Mhm. Und dann wieder, als es dann irgendwann doch taub gekommen, sind die Adoreus dann wirklich hier angekommen? Ja, unsere Gemeinde waren sich dann einig, irgendwie das so gefährlich Unternehmen, so schwierig, und sie haben sich dann zurückgetragen. Haben dort dann nicht wieder gearbeitet. Und das wäre dann wohl ohne 25. Das wäre ohne 58, ohne 25, dann hat eine neue Stämmemission. Dann kommt wohl die erste Missionar da, so hat man mich verteilt, und hat da mit Kontakte gemacht mit denen, hat auch anscheinend sehr grüne Sachen erlebt, aber der ist aber nicht sehr lange dann hier gewesen. Das wäre dann doch sehr empfindlich, was da passiert ist. Aber dann kommt ein Missionar, auch von einer neuen Stämmemission, der wohl in Bolivien den Kontakt hat mit den Adoreus, wo all die Sprache kann, Buscheiger, dem hat persönlich noch sehr gut gelernt. Und der hat dann da den Kontakt intensiv gemacht. Ich weiß nicht, ob heute Einziger da wäre, ob da noch mehr wäre. Und dann siedelte der da dich beim Sierra Leone an und hat das Evangelium verkündigt und die Menschen haben sich bekehrt. Und das gab Gemeindes. Und das gab blühende Gemeindes unter die Adoreus. Und das Chanoine, das wäre der Mörder. Der bekehrt sich auch. Der hat sich auch bekehrt. Und es gab ja dann auch eine Versöhnung. Das hat in der Familie gefangen, aber die Adoreus kommen runter. Und so da fängt es dann wieder an, dass auch von unseren Gemeinden aus, also immer noch die Fernheimsche und die niederländische Gemeinde, die Deutsche, dass war da eine Arbeit anfangen mit der Adoreus. Ja, danke Thea. Das ist ein sehr bewegendes Erlebnis, was dann passiert ist. Die Bibel hat nicht immer Antworten. Wo gehen wir damit an? Für unsere Antworten, auch für unsere Sachen, was wir in unserer Familie passiert, wo wir Fragen haben, was wir nicht beantwortet kriegen. Was würde ich gerne das heute sagen? Wenn ich in der Bibel nenne, dann finden wir immer die Antwort, wozu soll das dienen? Was passiert in unserem Leben? Was ist da? Was hat Gott damit für ein Ziel damit? Nicht woran hat er das getan, sondern woran zielt das?
wohan will er uns dat wie tjetje doen? Dat wie seine doen, was ist das Wichtige in unserem Leben? Er hat immer ein Ziel mit uns. Und das ist wichtig, dass uns das bewusst ist, wenn im Leben Sachen passieren, die wir vielleicht nicht verstehen können. Das ist ja immer wahr, wenn mal was Schweres in einer Familie passiert, vielleicht ein Tod in einer Familie passiert. Und dann habe ich so viele Fragen und immer die Warum-Frage. Und das gebe ich euch beantworten. Aber was will Gott uns dadurch sagen, wenn es so eine Situation gibt? Er will haben, dass wir nur an den Arm kommen. Dass wir nur an den Arm kommen. Dass jeder sagt, was passiert in unserem Leben, dass es dort denkt, dass wir nur an den Arm kommen. Und zuletzt bereit sind, Arm zu begegnen, wenn er uns ruft überhaupt in der Ewigkeit nennen. Vielleicht sehr kort. Dankeschön, Theo. Das hast du alles auf den Punkt gebracht. Ich danke dir, dass wir das machen hier und ich hoffe, ihr bringt das auch zum Nachdenken.